eine besondere Episode. Ich bin nämlich sozusagen selber Gast in meinem eigenen Podcast gewesen. Im Rahmen der Veranstaltung «Stille in Basel» habe ich später am Abend ein kurzes Gespräch über meinen Podcast gehabt. Der Martin Föhn hat die Fragen gestellt und ein paar sind auch noch aus dem Publikum gekommen. Wir haben über die Entstehung des Podcasts geredet, über Auswahlkriterien bei den Gästen, wie die Meditation auf sie gewirkt hat und was Stille ganz allgemein bedeutet. Weil es so spät am Abend war, haben wir nicht so lange geredet. Und vielleicht gibt es weitere Fragen, die dich interessieren würden. Zum Podcast, hinter die Kulissen, zu meiner Praxis. Ich weiss es nicht. Falls das so ist, dann schick mir doch einfach eine Nachricht, zum Beispiel eine Sprachnachricht, die ich dann auch im Podcast einbauen könnte, oder einfach auch ein Mail. Die Kontaktmöglichkeiten findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Vielleicht mache ich dann später mal eine Special-Folge mit diesen Fragen. Und dann noch kurz in eigener Sache. Wenn du den Podcast unterstützen willst, dann like ihn in deiner App, leite spannende Folgen an Freundinnen und Freunde weiter und falls du etwas willst oder kannst an die Kosten spenden, dann geht das ganz einfach per Twint. Die Angaben findest du ebenfalls auf meiner Website. Jetzt aber viel Vergnügen bei diesem kleinen Blick hinter die Kulissen. Willkommen bei Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Also, ja, dann begrüße ich euch wahrscheinlich zum zweitletzten, vielleicht auch zum letzten Punkt vom heutigen Tag von Stille in Basel. Es freut mich sehr, dich, Lukas, hier begrüßen zu dürfen. Wir haben uns ja vor, ich weiss nicht genau, irgendeinem Jahr ist das, glaube ich. Ziemlich genau ein Jahr sogar, klar. Ja. Vor Weihnachten. Hat er mich angeschrieben oder ein bisschen vorher für einen Podcast zur Meditationsszene. Aber vielleicht kannst du dich mal ein bisschen vorstellen, und was der Podcast eigentlich so ist. Ja, also danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dich gemeldet hast. Mein Podcast heisst Meditationsszene Schweiz und ich führe dort Gespräche mit langjährigen Meditierenden. Mit Leuten, die das zum Teil ihres halben oder ganzen Leben schon fast machen. Und mich hat interessiert, wie sind sie zu der Meditation gekommen? Wie hat sie die Meditation verändert? Und auch, wie tragen sie das dann in die Welt raus? Genau, das ist der Podcast. Du hast schon gefragt, wer ich bin. Mein Name ist Lukas Wittmer. Ich mache das als Hobby, also es ist ein Herzensprojekt von mir. Darum kommt auch nur eine Folge pro Monat raus. Ich hätte Ideen zum mehr machen, aber das gibt ein bisschen Produktionsaufwand einmal und darum mache ich eine Folge im Monat. Und ja, das ist ein Freizeit- und Hobby-Herzensprojekt. Cool. Und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Oder wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Oder auf die Idee auch? Ja, es ist so, ich jogge sehr gerne, mache lange Läufe und dort höre ich nicht selten Podcasts. Also ich gehe nicht voll in die Stille beim Joggen, sondern ich höre noch Podcasts dazu. Und das sind zum Teil Podcasts gewesen, vor allem aus dem angelsächsischen Raum, wo so Gespräche auch mit Meditierenden geführt worden sind. Und weil ich selber auch schon lange meditiere, habe ich immer so gedacht, es gibt nichts im deutschsprachigen Raum. Und es wäre doch mal spannend, das da in der Schweiz zu machen. Und dann habe ich mal recht kurz entschlossen, habe ich mit einem Freund eine erste Folge aufgenommen und am Abend haben wir andere Freunde getroffen und dann hat er gesagt, und übrigens, der Lukas, der bringt jetzt einen Podcast raus. Und dann habe ich nicht mehr zurück können und ich wusste, okay, die Folge muss ich jetzt auch wirklich rausbringen. Und so ist der Podcast dann entstanden, ja. Das heisst, seit wann bist du das? Also seit wann machst du das? Ich mache das seit September 22, genau. Und eben bin jetzt bei knapp 30 Folgen. Aber das heisst schon sehr viele verschiedene Persönlichkeiten wahrscheinlich getroffen, verschiedene Meditationsstile und so. Kannst du vielleicht mal so erzählen, wer das du so als interviewt hast, was das für die Personen gewesen sind? Ja. Mhm. Also, als ich zur Meditation gekommen bin, habe ich so in der buddhistischen westlichen Vipassana-Tradition angefangen zu meditieren. Das ist das, was man so als Achtsamkeitsmeditation kennt. Viele kennen vielleicht auch Mindfulness-Based Stress Reduction. Das ist eigentlich so ein System, wo man all die religiösen Elemente rausgenommen hat und wirklich auf Meditation fokussiert. Und so bin ich dazu gekommen. Und darum bin ich nachher auch, als ich angefangen habe, Leute anzufragen, vor allem so ein bisschen aus der buddhistischen Richtung am Leute anfragen gewesen. So die ersten 10 Interviews sind eigentlich alles Leute mit diesem Background, bevor ich dann gefunden habe, hey, also mich interessiert es eigentlich wirklich auch darüber auszusehen,
und habe dann eben dich zum Beispiel angefragt, noch einen anderen Pfarrer habe ich angefragt, habe eine jüdische Theologin interviewt, den Peter Hüseyin Kuhn, der vorher erwähnt worden ist, der Sufi-Scheich, hat mir auch mal ein Interview gegeben. Also eigentlich dann sehr, sehr breit. Und ich würde gerne immer noch weitere von anderen Glaubensrichtungen dazu nehmen. Es ist zum Teil nicht ganz einfach für mich, dort dran zu kommen, wenn man nicht in diesen Traditionen selber am Meditieren ist oder am Praktizieren ist. Weil dann weiss man es nicht, dann weiss man auch nicht so, was sind das für Leute. Und was mir schon ein sehr grosses Anliegen ist, bei allen Leuten, die ich mit ihnen rede, ist, dass die nicht irgendwie sektiererisch unterwegs sind. Also, die können von mir aus sehr gern ihren Weg gefunden haben, aber wenn sie glauben, das sei der einzige für alle, dann habe ich Mühe mit dem. Hast du schon so, also wie findest du denn die Person oder wie wählst du ihn aus? Oder hast du schon so Kriterien, wenn du Aufnahmen machst? Also, was ich immer mehr jetzt habe, sind, dass mir Leute empfohlen werden. Das heisst, da wäre noch etwas Spannendes, da wäre noch etwas Spannendes. Und sehr viele von denen haben mittlerweile auch Websites, wo man sich mal ein bisschen anschauen kann, was erzählen die so. Und dann führe ich auch Vorgespräche. Also ich habe angefangen, Vorgespräche zu führen. Das habe ich ganz am Anfang nicht gemacht und das hat dann lustige Situationen gegeben. Wie zum Beispiel ein Gespräch mit der Evi Ketterer. Da habe ich gewusst, die ist einerseits Pflegefachfrau, auf der anderen Seite aber sehr, sehr tätig in der Palliative Care. Und Buddhismus und Tod ist ja schon noch so also es gibt viele Kontemplationen über die Vergänglichkeit und den Tod. Und ich habe gedacht, das ist super, da kann ich mal so wirklich Erfolg so ein bisschen über den Tod machen. Habe mich so ein bisschen auf das vorbereitet, dann bin ich zu ihr gekommen und dann haben sie gesagt, ja weisst, ich habe jetzt mal aufgehört mit dieser ganzen Palliative-Care, ich arbeite jetzt wieder in der Spitex, jetzt muss ich endlich nicht mehr die ganze Zeit über den Tod reden. Dann habe ich gewusst, okay, meine ganze Vorbereitung muss ich ein bisschen anders machen. Und seitdem führe ich also Vorgespräche. Das heisst, vorgeschrieben einfach, dass er im Prinzip im Vorfeld schon ein bisschen durchgehend Wasser beredet, oder wie? Ja, also ich mache für mich selber keine Fragen. Ich mache mir immer ein Mindmap mit möglichen Themen. Und dann gibt es viel, dass ich einfach in den Vorgesprächen herausfinde, dass die Gäste noch irgendwie eine Richtung haben oder irgendetwas haben, wo ich gar nicht davon gewusst habe. Und dann ist es natürlich cool, wenn ich das nachher ansprechen kann und in Podcast mitnehmen. Und manchmal gibt es auch Themen, wo ich frage, du, gibt es irgendetwas, wo du nicht darüber reden willst? Weißt du, ist gerade irgendetwas passiert, wo, weiss auch nicht, irgendjemand hat einen Todesfall in der Nähe gehabt und findet so, hey, gehen wir einfach eben nicht auf das Thema ein oder irgend so etwas. Also, es sind wohlwollende Interviews, also ich will nicht irgendwie investigativ irgendetwas rausziehen. Gleichzeitig ist es eben gut, im Vorfeld dann zu wissen, falls es Themen gibt, die nicht angesprochen werden sollten, dass ich nicht irgendwo in Fettnäpfchen trampen. Und dann weiss ich auch dort, wo ich kann fragen, dort darf ich fragen und dort kann ich auch nachbohren und dranbleiben. Gibt es etwas, wo du bei allen fragst? Also gibt es irgendwie etwas, wo du sagst, okay, es geht um Meditation, und etwas, wo bei allen wie nachher fragst, ob das gleich ist, oder? Ja, das gibt's. Und das ist häufig ist es sogar die Einstiegsfrage, wie bist du zur Meditation gekommen? Also das ist etwas, was ich schon spannend finde, faszinierend finde. Was bringt die Leute dazu, sich dem zuzuwenden, sich auch extrem sich selber zuzuwenden, eben zum Beispiel auch in die Stille zu gehen, zum Teil lange Retreats zu machen, einen Weg auf sich zu nehmen, der zum Teil so in der Gesellschaft so als, wenn man nicht so viel weiss, so als Wellnessweg angeschaut wird, aber wenn man es dann wirklich macht, dann ist es dann häufig alles andere als Wellness. Darum ist das schon eine Frage, die mich bei den meisten wundernimmt. Und die zweite ist häufig, wie hat es dich verändert? Also, was ist jetzt anders? Wie bist du jetzt anders als bevor du angefangen hast? Und was würdest du sagen, gibt es da irgendwie einen roten Faden, wie die Leute zu der Meditation gekommen sind und wie sie verändert hat? Oder sagst du, das ist durchs Band absolut unterschiedlich? Oder? Es gibt so wie ein paar Sachen, wo immer wieder genannt werden. Also, das eine ist irgendwie aus einer Erfahrung von Leiden, Not, das Leben knurzt und tut nicht so, wie es sollte oder wie man das Gefühl hat, es sollte. Und dort nachher Erleichterung suchen und irgendetwas, um mit diesen Schwierigkeiten im Leben umzugehen. Das ist sicher eine
eine sehr starke Motivation, die sehr viele Leute mitbringen. Gerade wenn man die ältere Generationen fragt, die irgendwie so in den der späten 60er, frühen 70er Jahren angefangen haben, dann hat es heute immer mehr, die auch durchaus unumwunden zugeben, dass LSD zum Beispiel durchaus eine Motivation war, um einerseits mal merken, dass da mit dem Geist vielleicht noch mehr möglich ist, als wir in unserem normalen Bewusstsein jeden Tag wahrnehmen. Und dann aber auch zu merken, vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit, als das irgendwie mit Chemie zu machen. Und so sind also auch noch recht viel zu der Meditation gekommen. Und dann die dritte, das sind vielleicht noch die einfach sagen, ich bin einfach ein neugieriger Mensch. Ich kann einfach irgendetwas herausfinden, etwas mehr über mich lernen, etwas mehr über die Welt lernen. Cool. Also das heisst, und da hast du das Leiden angesprochen, das Leiden oft heisst es, dass Sie dann selber auf die Idee gekommen sind, dass Meditation oder so Gebetsformen etwas sein können, oder dass Ihnen das sogar auch empfohlen worden ist von anderen oder von Therapeuten mittlerweile zum Teil? Ist das... Ich glaube, da gibt's wirklich alles. Also, gerade bevor das Internet so gross geworden ist es schon noch ein bisschen exotischer gewesen, zu meditieren. Also, irgendjemand hat in einem Interview gesagt, ja, heute ist es ja auch nicht mehr quasi, was hat er gesagt, direkt rufschädigend, wenn man meditiert. Also, früher war das ja zum Teil schon noch so ein bisschen in einer Ecke gewesen, wo, ja, also, das ist schon ein bisschen Hippie oder komisch oder irgendetwas gewesen, wenn man meditiert hat. Und ich glaube, das hat es wirklich verlassen, seit irgendwie das Ganze wissenschaftlich erforscht worden ist und man so viele gute Wirkungen auch gesehen hat. Und von dem her, gerade bei den Früheren sind es häufig irgendwie halt über Freunde gewesen oder über irgendwelche Bücher, die man mal irgendwo in die Hand gedruckt bekommen hat. Ja, ich glaube, bei mir selber zum Beispiel ist das Interesse schon irgendwo geweckt worden, also während der Pubertät oder so, wo ich Hesse gelesen habe, Siddhartha und so die Bücher, wo man so merkt, da gibt es vielleicht noch mehr. Und sich auch probiert, irgendwie ein Bild zu machen, wie denn die Welt funktionieren. Du hast vorhin gesagt, dass die zweite Frage ist die vom Verändern, ob Meditation sich dann, ob das etwas verändert, ob das etwas auslöst auch. Gibt es da auch so Muster, wo du sagst, wo wiederkommen, oder musst du sagen, das ist auch unterschiedlich sehr? Also auch da wieder sehr unterschiedlich, aber die meisten sagen, ja, ich habe mich positiv verändert, weil wenn man etwas so lange macht und überhaupt keine positive Veränderung würde sehen, also ich glaube, dann würde man es auch wieder aufhören. Was sehr unterschiedlich ist, was die Leute oder wie sich es verändert haben. Die einen sagen, ich bin gelassener geworden oder ich bin ruhiger geworden oder ich kann besser mit der Welt umgehen. Ich habe mehr Mitgefühl entwickelt. Also da gibt es dann wieder eine rechte Bandbreite bis zu, das ist vielleicht ein bisschen weniger häufig, aber solche, die sagen, ja, ich erlebe die Welt wirklich fundamental anders. Also es gibt wirklich ein Vorher und ein Nachher. Ich bin in meinem ganzen Wesen bin ich in einer anderen Wirklichkeit jetzt. Also alles, was ich vorher wahrgenommen habe, ist irgendwie, hat jetzt keine Gültigkeit mehr. Also nicht, dass sie nicht mehr wüssten, welche Schuhe das anziehen am Morgen oder welches Velo das innen ist, aber einfach, die haben irgendwie völlig eine andere Wahrnehmung von der Welt. Das gibt es schon auch. Und dort gehst du auch drauf und das ist auch Ja. so? Ja. Und würdest du sagen, die ist nochmal interessant gewesen, oder hast du das Gefühl gehabt, die sind vielleicht mehr auf LSD gewesen, oder was? Jetzt hättest du können sagen, es gibt einen Grund, dass die das so gehabt haben, oder? Nein. Dort wird es halt dann für mich auch schwierig, zum ganz genau nachvollziehen, was jetzt die meinen. Also häufig werden gleiche Worte für andere Erfahrungen dann verwendet. Also wenn irgendwie Leute über Non-Dualität reden zum Beispiel, also ein Zustand, wo es keine Grenzen mehr gibt zwischen mir und der Umwelt. Dann gibt es solche, die sagen, das ist total normal, ich kann das im Alltag erleben und ich bin auch dich und ich bin auch dich und ich bin auch der Tisch und alles. Und andere sagen, nein, das kann man nur in tiefen Meditationszuständen, weil wenn man das so erlebt, dann ist man gar nicht mehr handlungsfähig. Und ich weiss nicht, ob die Leute dann vom Gleichen reden oder nicht ganz. Dort wird es dann zum Teil schon schwierig zum Folgen, ja. Aber das haben wir ja vorher im Vortrag von vorher auch so gehört, dass es immer auch die Sprache ist, wo dann nachher noch, also wir haben mal im Studium gehabt, dass
Erlebnis plus Interpretation gleich Erfahrung. Also man erlebt, alle erleben irgendwie das Gleiche, aber die Interpretation ist unterschiedlich oder aber die Sprache, die man darauf legt. Aber das macht letztlich die Erfahrung dann. Gibt es etwas, wo du würdest sagen, dass das extrem interessant war oder etwas, wo dir oder ein Interview, wo du gemerkt hast, wow, das hat mir jetzt nochmal Welten geöffnet oder... Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Interview geführt habe, wo mir Welten geöffnet haben, aber die meisten Interviews sind sehr, sehr spannend für mich. Und was nachher als produziertes Interview vorliegt, das ist, ich probiere das möglichst integral zu behalten. Also ich probiere möglichst wenig rauszuschneiden. Also es ist eigentlich wirklich mehr oder weniger das Gespräch, wie wir es geführt haben. Manchmal schneide ich ein bisschen Stille raus, wenn sie sehr lang wird. Zu dem kann ich vielleicht nachher noch etwas sagen. Oder wenn es irgendwie einen groben Verhaspler gibt, dann schneide ich den raus. Aber was ich eben als Podcaster dann auch noch habe, ich habe die Leute auch noch vorher und nachher entweder bei mir daheim oder ich bin bei denen daheim. Und auf einmal sitzt man irgendwie mit einem Zehnmeister daheim und der hebt seine baren Füße ans Feuer. Und also es ist sind wirklich nochmal so ganz eine andere Stimmung. Und was für mich sehr schön ist, wenn man die Leute sonst sieht, also wenn ich die Leute sonst gesehen oder solche Leute sonst gesehen, dann ist das meistens in einem Kursformat. Und dann ist das ein Lehrer und dann sitzen die vorne. Und wenn ich Fragen habe, dann sind es meine Fragen, was mir Mühe macht oder so. Und auf einmal erzählen mir so Leute von ihrem Leben oder ich sehe, wie sie wohnen. Und merke so, ja, also auch wenn die vielleicht auf dem Weg ein rechtes Stück weiter sind als ich, die haben auch nicht einfach kein Problem mehr. Es sind auch Menschen, ja, also es macht's viel nahbarer und das ist natürlich schon auch noch etwas Schönes. In dem Sinn ist es gerade weniger so ein grosses Erlebnis aus dem Podcast, sondern es sind die ganz vielen kleinen. Und dann gibt es natürlich einfach einen Haufen lustige Anekdoten. Gell? Anekdoten? Ja, die erzählt werden. Also wenn zum Beispiel eine, die ich mich erinnern mag, ist der Marcel Geisser. Auch einer von den so Urgesteinen, der irgendwie in den frühen 70er Jahren auf Indien ist und dann nachher zurückgekommen ist und da angefangen hat zu meditieren. Und er hat sich sehr zu der Meditation angezogen gefühlt, wo das da eigentlich noch nicht so verbreitet war. Und sein Cousin oder irgendjemand, der hat irgendwo eine Alphütte gehabt. Und er hat dann die im Winter können haben. Und dann ist er allein dort hin. Und offensichtlich ist gewildert worden in dieser Gegend. Und dann sind halt die Wildhüter gekommen und haben dann gefragt, was er da mache. Und haben irgendwie Angst gehabt, er sei Wilderer. Und dann hat er gesagt, er sei da meditieren und Fleisch esst er sowieso nicht. Und die haben das alles nicht so können nachvollziehen. Und dann hat er dann gesagt, ja, so wie der Bruder Klaus. Wie der Bruder Klaus. Und dann hat er ihre Sprache gegeben, oder? Dann haben sie irgendein Bild gehabt, was der Typ so allein dort oben macht. Und dann ist okay gewesen. Ja. Aber vielleicht bleiben wir gerade noch, bevor wir nachher auch ein bisschen mehr zur Stille kommen, bei den Orten. Aber du hast ja gesagt, dass du auf verschiedene Orte hingehst, die daheim besuchst oder gibt es bei diesen Orten Muster, wo du sagst, sie sind ähnlich? Sind es besonders schlicht oder ist es normales Zuhause oder sind es immer irgendwie in klösterlichen Zuständen oder so? Bei denen, wo ich daheim war, da haben die meisten eher einfach gewohnt. Also es ist jetzt nicht so ein Osho mit 85 Rolls-Royce vor der Tür. Habe ich jetzt nie interviewt. Wäre eben wahrscheinlich auch nicht ganz geeignet für meinen Podcast. Die meisten haben eher einfach und bescheiden gewohnt. Ja. Aufs Nötige reduziert, aber man könnte sagen, in vielen auch wieder ein guter Schweizer Durchschnitt. Also viele Wohnungen sind völlig normal. Also ist eigentlich das Besondere, wenn du es so erzählst, das Besondere an den Leuten, die meditieren, dass sie doch auch gleich normal sind? Ja, ich glaube es. Und ich glaube, eben das auch ins Leben herauszutragen, das ist schon irgendetwas, wo ich extrem wichtig finde. Und die Leute, die ich interviewe, eben eigentlich auch. Ja. Und wie tun Sie das ins Leben heraustragen? Dann haben Sie jetzt fast alle, die du besuchst, dass Sie selber Kurs geben und machen? Oder irgendwie machen Sie das beruflich oder nebenberuflich? Sehr viel machen das hauptberuflich oder als Teil von ihrem Hauptberuf. Es gibt solche, die noch Therapeuten sind nebendurch oder solche, die noch Pfarrer sind nebendurch. Ja, also
Aber bei den meisten ist es ein wichtiger Bestandteil vom Leben. Und wie sie es dann austragen, also bei vielen auch noch durch soziale Engagement, sei das, dass sich Leute zum Beispiel für Sachen wie Amnesty International engagieren oder für die Umwelt engagieren. Also es sind sehr viele sehr engagierte Leute, nebst dem, dass sie einfach irgendwo auf dem Küssi sitzen und das unterrichten. Also wirklich, dass Meditation zu Mitmenschlichkeit oder sozialem Engagement führt, würde ich sagen. Ja, ich glaube, sie sollte, wenn sie gut quasi praktiziert wird, ich glaube, es besteht die Gefahr, dass Meditation einfach irgendwo eine Nabelschau wird, dass man sich zurückzieht auf sein Küssi, auf seinen sicheren Quadratmeter, ein Räucherstäbchen anzündet und irgendwie alles, was außen ist, einfach nur noch verdrängt und vergisst. Und das mag ja für einen Moment vielleicht auch extrem wertvoll sein. Also das ist ja vorher auch gesagt, oder in die Stille kommen, mal nicht irgendwie nur Handy und Push-Mitteilungen und die neuesten politischen Resultate sofort, sondern mal abschalten, sich sammeln, das hat sehr viel Wert. Aber ich glaube einfach, es darf nicht dort stehen bleiben. Und bei denen, die du interviewt hast, ist es auch nicht stehen geblieben, bis jetzt so? In meiner Erfahrung, ja. Ja. Vielleicht kommen wir jetzt noch mal ein bisschen auf die Stille selber mehr. Wir sind ja da Stille in Basel, wo das Wort, das Thema ist. Würdest du sagen, dass du verschiedene Beschreibungen oder verschiedene Formen von Stille, dass wir über verschiedene Formen geredet haben? Oder ist Stille als Wort auch wenig gefallen oder oft gefallen? Wie ist das? Ich habe jetzt nicht irgendwie eine Inhaltsanalyse gemacht, wie viel Mal das Stille gesagt worden ist, aber Arten von Stille sind natürlich schon beschrieben worden. Also bei den meisten ist irgendwie eben so ein gewisser Rückzug ist elementar gewesen. Und da hat es Leute, die natürlich dann sehr lange Rückzüge gemacht haben. Also ich habe mindestens jemanden interviewt, der mindestens einmal ein 3-Jahres-Retreat gemacht hat. Also 3 Jahre sich wirklich aus dem Leben rausgenommen hat, nur meditiert hat. Nicht völlig allein, aber schon sehr auf sich zurückgeworfen. Viele andere irgendwie 3 Monatsretreat, so dass sich mal rausnehmen und wirklich die Sache, den Geist still werden lassen. Das ist schon bei den meisten ein wichtiges Element, ja. Du hast ja vorhin gesagt, also eben, dein Titel ist ja Meditationsszene, die Meditation selber. Ich meine, ich bin als katholischer Priester, bei uns ist das Gebet fast noch mehr im Wort, sagen wir mal, als Meditation. Und für mich ist das Gebet immer auch ein Stück weit gefüllt mit Sprache. Also, dass ich in Dialog trete mit Gott oder eben auch Bibeltext oder andere Gebete formulieren. Hast du da die Erfahrung gemacht, dass das unterschieden wird oder sind die meisten Leute einfach Meditation gleich Lehre, also Stille und Lehre, eher so buddhistisch oder aber mit Wörtern oder auch Gedicht oder was? Wie meditieren die Leute, die du interviewt hast? Schon sehr verschieden. Also häufig ist irgendwie die Stille auch je nach Tradition oder so wie ein Anfang. Es braucht einmal eine gewisse Stille, um irgendwie sich den Geist setzen zu lassen, bevor man dann vielleicht irgendwie etwas anderes macht. Also ich habe mit einer jüdischen Theologin ein Gespräch geführt, wo dann mit sehr viel mit Wort geschafft hat, auch mit Passagen aus der Tora oder wenn sie mit Jugendlichen schafft, dann sagt sie, bringt irgendeine Passage von einem Text, der für euch wichtig ist, und dann schafft sie mit der. Und dann gibt's auch in den verschiedenen buddhistischen Traditionen, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, gibt's Richtungen wie Zen, wo sehr einfach sitzen und nur sitzen und dann halt schauen, was kommt, bis zu solchen, die eigentlich auch sehr etwas sind, wo man auch Kontemplationen verschneiden kann, eben wo man zum Beispiel einen Sterbeprozess wie durchgeht oder wo man mit Elementen schafft. Also Elemente sind in dem Sinne eher Qualitäten, aber Erde, Feuer, Wasser, Luft,
wo man dann das quasi wie spürt. Und das ist eigentlich dann auch sehr eine diskursive Sache, je nachdem im Kopf. Ja. Aber Stille ist wie ein Raum, wo das Platz hat oder wo das aufgenommen wird und selber mit sich durchgegangen wird. So. Ja, ich glaube, wenn ich es beschreiben dann würde ich sagen, die Stille ist irgendwie so wie ein Hintergrund oder ein Raum, wo eigentlich alles trägt, wo auch irgendwie alles kann daraus entstehen kann. Also ich meine, jetzt gerade in einem Kurs, den ich mache, haben wir sehr intensiv angefangen zu schauen, ja, was ist eigentlich der Verstand und was ist ein Gedanke? Und ich lade wirklich alle mal ein, schaut mal, was ist eigentlich ein Gedanke? Das wird schon recht spannend. Woher kommt der? Und wohin geht der? Einfach in der puren Erfahrung, ohne irgendwie jetzt Interpretation. Stellen wir jetzt gerade noch schwierig vor. Wenn ich auf mich schaue, dann kommen die Gedanken wirklich eigentlich aus der Stille. Und sie gehen wieder dort zurück. Also, dass du den Gedanken selber, das Wort selber beobachtest, wie es kommt und wie es wieder geht. Mhm. Das heisst, wie ein Beobachter, der dich selber nochmal beobachtet und sogar noch innerhalb von dir die Gedanken beobachtet. Ja, könnte man so sagen, ja. Aber so wie wenn irgendjemand etwas sagt oder wenn ein Vogel pfeift oder dann hört man das ja irgendwie. Und ein Gedanke, in meiner Erfahrung, und ich kann wirklich nur von meiner reden, bei mir sind das meistens haben die eine Form von wie Sprache, das sind wie Sätze, die irgendwo gefühlt in meinem Kopf auftauchen und dann wieder verschwinden. Bei anderen sind es vielleicht mehr noch Bilder. Ja, aber woher kommen die und wohin gehen sie? Und was ist es? Du hast jetzt von deiner eigenen Erfahrung meditieren geredet. Haben die Interviews, die du gemacht hast, deine eigenen Erfahrungen verändert oder weitergebracht? Oder was ist deine Erfahrung mit Meditation? Also ich meditiere schon, jetzt weiss ich nicht, sehr intensiv, vielleicht 8, 9 Jahre. Und ich bin eingestiegen eigentlich eben über einen Kurs Mindfulness-Based Stress Reduction und dann habe ich mal ein kurzes Retreat gemacht in dieser buddhistischen Vipassana-Richtung und dann hat es mich recht reingezogen und dann habe ich sehr viel Retreat gemacht. Also ich habe die letzten Jahre eigentlich pro Jahr etwa einen Monat wirklich im Schweigen verbracht. Irgendwo allein oder auch mit einer Gruppe irgendwo in Retreats. Und ich glaube, die Interview, die geben mir zum Teil einfach wieder so kleine Hinweise oder irgendetwas noch zu verstehen. Oder, so kann man es auch noch sehen. Oder den Geist auch wieder ein bisschen aufzutun. Oder die Idee, einmal noch anders auf die Sache zu schauen. So geben sie mir schon Impuls, ja. Also ihr hört, es ist nützlich, den Podcast zu hören. Wenn man selber mal die eigene Meditation will reflektieren. Ich würde jetzt einladen, kurz das zweite, das dritte zu murmeln über das, was wir jetzt gehört haben, und dass wir nachher würde dann Fragerunde auf eurer Seite her noch Fragen sind, dass ihr auch noch Fragen könnt an Lukas stellen. Ja, gut. Dann ist vielleicht die eine oder andere Frage noch auftaucht. Noch nicht. Ja. Ich hätte einen. Ich bin jemand an der Stelle, das entschieden, über längere Zeiträume sich zurückziehen für ein Retreat, für Kontemplation, Meditation und so. Und ich habe mich gefragt, wie finanziert man das und was machen Menschen, die sehr wenig Geld haben oder die in Armutssituationen leben, weil 1 Monat sich zurückziehen, 3 Monate, sogar 3 Jahre. Das ist so genau so eine Frage, die mir so mitgesprungen ist. Ob das nicht etwas ist, das so ein bisschen Biedermeier, ich ziehe mich zurück in so eine Innerlichkeit und das auch so ein Ausdruck, irgendwie so ein symbolischer Ausdruck meines Status ist, dass ich mir das leisten kann. Das ist mir so gekommen. Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich habe heute Morgen beim Joggen einmal ein Interview gelesen und er hat nachher gesagt, ja, anfangs
80er Jahren Anfang 70er Jahre hat sein Häuschen, wo er in Indien gewohnt hat, pro Monat 2 Franken gekostet. Weil sonst hätte er sich das auch gar nicht leisten können. Dann ist er irgendwie Anfang 80er Jahre in die USA, da gibt es ein grosses Meditationszentrum, das heisst Insight Meditation Society, hat damals, glaube ich, pro Tag 5 Franken gekostet. Und weil er eine wohlhabende Freundin hatte, hat ihm die 200 Franken pro Monat geben können. Dann hat er 5 Franken pro Tag können brauchen für das. Heute sind, glaube ich, in der Tagespauschalen irgendwo so im Bereich 100 bis 150 Franken. Und es ist durchaus so, dass eine gewisse Gefahr besteht, dass das ein Sport und ein Hobby für Reiche ist und wird. Das ist durchaus so. Es gibt von vielen Zentren dort Bestrebungen durch reduzierte Gebühren, durch Stipendien, dass man das auffangen kann. Aber man kann natürlich damit nicht verhindern. Man hat nicht wegen dem einen Monat einen Babysitter, wenn man 2 Kinder daheim hat. Also das ist ganz klar. In dem Sinn, ich glaube, viele Lernende sagen auch, gerade wenn man noch jung ist, praktiziere, solange du kannst. Es ist ein riesiges Privileg zu praktizieren. Also wir müssen uns das alle bewusst sein. Also so ein Tag wie heute, wo verschiedene Glaubensrichtungen zusammenkommen, sich austauschen, voneinander lernen können, das ist ein riesiges Privileg. Das geht nicht überall in der Welt. Sich dann noch Zeit zu nehmen, die Mittel zu haben, finanziell, Leute, die eben daheim schauen, dass es irgendwie weiterläuft, das ist ein riesiges Privileg und man muss sich, glaube ich, auch immer wieder bewusst sein, was für ein Privileg das ist. Und umso wichtiger finde ich es eben, dass nachher auch etwas in die Welt zurückgegeben wird und zurückgetragen wird und dass eben nicht einfach nur ein Rückzug bleibt. Aber ja, also damit ist deine Befürchtung nicht völlig entkräftet, du hast recht. Ja. Weil die Frage schwer verständlich war auf der Aufnahme, kurz aus der Regie, gefragt worden ist, wie der Podcast mein Leben verändert hat. Mein Leben? Wie hat der Podcast mein Leben verändert? Also, die einfache Antwort ist sicher, ich hatte sehr viele, sehr spannende Begegnungen gehabt, und immer noch. Das ist auch ein riesiges Privileg. Ich habe einen Grund, um sehr viele spannende Leute mal anschreiben und zu sagen, hey, schenkst du mir 2 Stunden von deiner Zeit und dann eben die jetzt besuchen, mit denen zu reden, die ein bisschen kennenzulernen. Das ist natürlich ein riesiges Privileg und das hat mir sehr viel spannende Impulse gegeben. Und dann hat es 1, 2 Zuschriften gegeben, die ich bekommen habe auf Folgen von meinem Podcast, von Hörerinnen, wo es in ihrem Leben wirklich etwas verändert hat. Also jemand hat mir zum Beispiel geschrieben, wie sie irgendeine Folge gelesen hat und durch das eine extrem schwierige Trennung wie hat können anders sehen und in eine Vergebung hineingekommen ist, was die Beziehung zu ihrem Ex-Partner total verändert hat. Sie sind das erste Mal wieder quasi bei einem daheim, was die Kinder übergeben, bei ihm daheim in der Wohnung gewesen und sie haben nicht gestritten und so. Und das sind natürlich dann sehr berührende Momente für mich, wo vielleicht weniger mein Leben jetzt in eine völlig neue Richtung stoßen, aber einfach wo wirklich Motivation sind, um so etwas weiterzumachen. Ja. Ja, sind noch andere Fragen? Frage an euch. Wer von euch, oder was würdet ihr sagen, wer meditiert regelmäßig von euch? Geht regelmäßig in die Stille? Viele? Still ist nicht. Still ist nicht. Ja, das ist die Erfahrung von vielen. Ja. Also ich singe, aber es ist nicht still. Gedanken kommen und gehen gleich weiter. Mir hat mal der Niklaus Brandschen, viele von euch kennen ja vielleicht vom Vasalhaus, mal gesagt, Gedanken sind wie ein Wasserfall, der rauscht immer weiter. Aber er rückt ein bisschen weiter weg, ein bisschen weiter hinten. So. Ja. Ja. Vielen Dank, Lukas, für deine Ausführungen zu der Meditationsszene in der Schweiz. Ich finde, das ist ein toller Podcast. Ich bin selber
nicht sehr auditiv. Ich produziere auch einen Podcast und höre ihn selber sehr wenig. Aber ich finde es eine extrem wichtige Arbeit, um eben gerade Stille auch weiter zu promoten, weil wir ja heute, wenn wir heute gehört haben, dass etwas extrem wichtig ist und du auch die Erfahrung gemacht hast. Ja, eine Motivierung an euch, das auch zu hören und so und einfach immer wieder in die Stille zu gehen, wenn es irgendwie möglich ist. So. Genau. Vielen herzlichen Dank, dass du heute da angekommen bist und mit uns darüber diskutiert hast. Danke. Merci. Danke vielmals fürs Interesse. Danke. Das wär's schon für heute. Wenn du weitere Fragen an mich hast, die dich interessieren, dann schick mir doch eine Nachricht, Sprache oder Text. Die Angaben findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.